Nach einem Ja zur EID-Abstimmung hat es Beschwerden gehagelt beim Bundesgericht. Und ich habe neue Details, was mit diesen Beschwerden dort passiert ist. Im letzten September sind rund 2,7 Millionen Leute über die EID abstimmen. Und am Schluss haben nur gerade 21'000 Stimmen den Unterschied ausgemacht. Für das heutige Video hat mich die Frage beschäftigt, was denn mit all diesen Beschwerden passiert ist, die da beim Bundesgericht eingereicht wurden. Wieso fast alle Urteile einen faden Beigeschmack hinterlassen, wieso es trotzdem aber noch einen Lichtblick gibt und zum Schluss noch meine ganz ehrliche Einschätzung zum Ganzen. Ciao zusammen, von Gunter hier. Herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Ich habe News für euch, die ihr so zum ersten Mal hören könnt. Exklusiv hier beim von Gunter. Darum dranbleiben bis zum Schluss. Aber zuerst schauen wir kurz an, wie es der grossen Mehrheit der Beschwerden beim Bundesgericht ergangen ist. Rund um die EID-Abstimmung vom 28. September 2025 sind ragelte Beschwerden beim Bundesgericht eingegangen. Das Bundesgericht hat dann ein Zeitchen gebraucht, aber soweit mir das bekannt ist, hat das Bundesgericht mittlerweile zu allen eine Reaktion gezeigt. Und darum habe ich mir alle Urteile zu Gemüte geführt. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass mir die eigentlichen Beschwerdeschriften nicht vorliegen. Aber in den Urteilen tut das Bundesgericht die Argumente der Beschwerdeführer zusammenfassen. Und so kann man dann schon ein bisschen herauslesen, was der entsprechende Vorwurf war. Also, am 1. Oktober 2025 ist das erste Urteil über eine Beschwerde vom Bundesgericht gefasst worden. Der Kläger hat die ungültige Erklärung der EID-Abstimmung verlangt. Falls das nicht möglich ist, soll die Abstimmung wiederholt werden. Er beanstandet grundsätzlich das Zustandekommen der Abstimmung. Aus seiner Sicht sind politische Rechte verletzt worden und darum ist das Ergebnis ungültig. Im Urteil selber ist leider kein konkreter Sachvorwurf benannt. Darum weiss ich nicht, welches konkrete Recht ist verletzt wurde. Das Bundesgericht ist jetzt aber gar nicht erst auf die Beschwerde eingegangen. Es schreibt, dass der Beschwerdeführer direkt an das Bundesgericht gelangt sei, ohne vorher den vorgeschriebenen Weg via Kanton zu gehen. Das Gericht hat wegen dem den eigentlichen Vorwurf gar nicht geprüft. Am 2. Oktober 2025 gibt es einen Entscheid zur Beschwerde von Stefan Seiler. Auch er verlangt die Aufhebung der Abstimmung oder eventuell eine Wiederholung durchzuführen. Das Bundesgericht kommt zum gleichen Schluss wie am Vortag. Die Beschwerde scheitert, weil der gesetzlich vorgesehene Instanzenweg nicht eingehalten wurde. Auf die inhaltlichen Beanstandungen geht das Gericht auch hier nicht ein. Ich habe Stefan gefragt, was er zum Urteil meint. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, eine kurze Stellungnahme zu meiner Abstimmungsbeschwerde zur EID. Das ist das Urteil vom Bundesgericht auf 3 Seiten, relativ knapp gehalten. Ich habe ja damit argumentiert, dass man den Instanzenzug, der normalerweise über die Kantonsregierung geht, dass der in dem Fall überhaupt keinen Sinn macht, weil es betrifft ja nur Bundesangelegenheiten, also es betrifft das Abstimmungsbüchlein, also damit die Bundeskanzlei, der Bundesrat, Falschaussagen und aber natürlich auch der Bundesbetrieb, der da illegal finanziert hat, nämlich Swisscom. Und das Bundesgericht hat in einem ähnlichen Fall schon mal direkt beurteilt, und das habe ich jetzt wieder versucht, um auch die Praxis beim Bundesgericht dahingehend zu ändern, weil eigentlich kann es ja nicht sein, dass ein Kanton etwas beurteilen muss, was er gar nicht beurteilen kann und wo über seine Kompetenz rausgeht. Aber das Bundesgericht hat das ablehnend beurteilt und materiell auch gar nicht beurteilt. Ihr findet übrigens die Antwort vom Bundesgericht auf meiner Webseite stefanseiler.ch, wie übrigens auch die Vernehmlassungsantwort zum St. Galler Impfzwang, zum Unräumlichen. Am 28. Oktober 2025 hat das Bundesgericht über eine weitere Beschwerde entschieden. Der Beschwerdeführer stützt sich auf einen Medienbericht, wonach im Abstimmungskampf eine unzulässige Spende gemacht wurde. Daraus leitet er ab, dass die EID-Abstimmung nicht korrekt abgelaufen sei. Darum verlangt er ein Eingreifen vom Bundesgericht, ohne vorher den Umweg via Kanton zu machen. Das Bundesgericht geht aber auch auf seine Beschwerden nicht ein.
Es sagt quasi, mal, er hätte eben doch zuerst beim Kanton klönen. Darum schauen sie die Beschwerden inhaltlich auch in diesem Fall gar nicht erst an. Am 14. November 2025 kommt es zum Entscheid von der Beschwerde, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, mathematisch ganz genaue Vorwürfe herauszuarbeiten. Der Beschwerdeführer verlangt, dass das Abstimmungsergebnis vorläufig nicht als definitiv erklärt wird. Zusätzlich fordert er eine landesweite Neuauszählung der Stimmzettel. Er beanstandet unter anderem auffällige statistische Unterschiede zwischen einzelnen Gemeinden. Zum Beispiel Gemeinden mit ähnlicher Bevölkerungsstruktur, also etwa gleiche Grösse, gleiches Stadt-Land-Verhältnis und die gleiche Sprachregion, haben eine deutlich unterschiedliche Ja- und Nein-Verteilung. Das ist unüblich. Oder in einzelnen Gemeinden weicht komischerweise das EID-Ergebnis stark ab zu früheren Abstimmungen zu digitalen oder staatlichen IT-Vorlagen. Auffällig ist auch, dass das definitive Resultat der EID-Abstimmung ungewöhnlich spät bekannt gegeben wurde. Der Beschwerdeführer verbindet diese Umstände und sagt, das alles lasse berechtigte Zweifel aufkommen, ob das Ergebnis echt korrekt ermittelt wurde. Im Urteil sagt jetzt das Bundesgericht, sie hätten die Punkte geprüft. Aber jetzt muss man dazu sagen, dass das nicht bedeutet, dass sie geprüft haben, ob tatsächlich Unregelmässigkeiten passiert. Sondern das Bundesgericht hat abgeklärt, ob diese Auffälligkeiten gemäss existierendem Gesetz schlimm genug sind, für das Gericht von sich aus etwas unternehmen darf. Und das ist eben nicht der Fall. Die Beschwerde wird darum abgewiesen. Also auch hier ohne eigentliche inhaltliche Untersuchung zum Vorwurf selber. Wenn in diesem speziellen Fall also tatsächlich etwas Illegales gemacht wäre worden, müsste zuerst eine kantonale Untersuchungsbehörde aktiv werden, Beweise finden und so käme es dann zu einer konkreten Anklage gegen jemanden. Erst dann würde das Gericht zuständig sein. Am 28. November 2025 hat das Bundesgericht über mehrere EID-Beschwerden verfügt. Der Anfang macht eine Beschwerde, die beantragt hat, dass die EID-Abstimmung wiederholt werden muss, weil der Bundesrat die Vorlage einseitig dargestellt hat. Die Stimmbürger seien nicht sachgerecht informiert worden. Wenn ich mich richtig erinnere, geht es bei Beschwerden auch darum, dass im Vorfeld der Abstimmung niemand so richtig die SWIU-App erklärt hat, die eben obligatorisch ist, wenn man die EID auf seinem Telefon installieren will. Darum wird dem Bundesrat vorgeworfen, die Informationen im offiziellen Abstimmungsbüchlein seien einseitig oder sogar irreführend gewesen. Das Bundesgericht hat diese Beschwerde für unzulässig erklärt. Es sagt, die bundesrätlichen Abstimmungsinformationen können nicht direkt angefochten werden. Und zudem sei keine zuständige kantonale Vorinstanz eingeschaltet worden, wenn ich es sagen kann. Also, auch hier ist nichts inhaltlich geprüft worden. Eine andere Beschwerde ist ebenfalls abgelehnt worden, die beanstandet, dass das Abstimmungsergebnis durch unzulässige Einflussnahme verfälscht wurde. Gemäss dem Urteil nehme ich, dass hier pauschale Vorwürfe gemacht wurden, ohne konkrete weitere Ausführungen. Das Bundesgericht geht darum auf diese Beschwerden gar nicht ein. Es heisst, dass pauschale Vorwürfe nicht reichen. Einmal mehr, die Beschwerde ist wegen formellen Mängeln abgeschmettert. Auf die Pauschalvorwürfe selber hat niemand genauer hergeschaut. Ähnlicher geht es der nächsten Beschwerde. Die verlangt die Überprüfung des Abstimmungsergebnisses. Weil der Beschwerdeführer sagt, seine Rechte seien verletzt worden. Das Urteil lässt aber die Vermutung zu, dass er nicht genauer ausgeführt hat, welche Rechte genau sie verletzt wurden. Darum, und so langsam ahnen wir, wie das Bundesgericht entschieden hat, ist auch diese Beschwerde abgelehnt worden. Aus formellen Gründen. Eine inhaltliche Prüfung findet nicht statt. Die nächste Beschwerde stellt die Gültigkeit der Abstimmung als Ganzes in Frage.
Auch hier muss ich aus dem Urteil herauslesen, dass diese Vorwürfe allgemein bleiben und nicht detailliert ausgeführt werden. Darum geht das Bundesgericht hier auch wieder und gar nicht erst darauf ein. Das gleiche Muster wiederholt sich noch einmal. Ein Beschwerdeführer verlangt eine Korrektur des Ergebnisses oder die Wiederholung der Abstimmung. Auch hier bleiben die Vorwürfe allgemein und ohne konkrete rechtliche Begründung. Ergo, wegen formellen Fehlern wird die Beschwerde abgewiesen. Es gibt keine materielle Prüfung von dieser allgemeinen Anschuldigung. Der gemeinsame Nenner von all diesen Beschwerden ist also, dass es in keinem einzigen Fall dazu geführt hat, dass es zu einer inhaltlichen Überprüfung der Vorwürfe gekommen. Sie scheitern also alle wegen formellen Hürden. Und es wird gar nicht erst darauf eingegangen. Rechtlich sind diese Urteile wegen korrekt. Inhaltlich überzeugen die aber auch keinen von denen, der hier eine Beschwerde eingereicht hat. Der Verein Wir hat die Urteile analysiert. In einem Artikel kommt der Verein zum Schluss, dass die meisten Beschwerden aus formellen Gründen abgelehnt wurden. Die eigentlichen Vorwürfe seien gar nicht beurteilt worden. Wichtig ist aber eben die Unterscheidung zwischen formellen Gründen, die zu einem Urteil führen, oder einer materiellen, also inhaltlichen Prüfung der eigentlichen Vorwürfe. Der wichtige Unterschied geht in der öffentlichen Berichterstattung häufig verloren. Es könnte jetzt also sein, dass gemeldet wird, dass die Beschwerden abgelehnt wurden. Und so kann der Eindruck entstehen, das Gericht habe die Vorwürfe überprüft und bestätigt, dass die Abstimmung korrekt verlaufen sei. Tatsächlich hat das Bundesgericht aber genau das nicht gemacht. Es hat lediglich entschieden, dass sie aus formellen Gründen gar nicht erst anfangen, Vernehmlassungen einzuholen. Ich erlaube mir jetzt hier eine Parallele zu ziehen zu den USA nach den Präsidentschaftswahlen im 2020. In der öffentlichen Debatte hat es immer wieder so getönt, weil Trumps Klagen seien abgewiesen worden, sei ja bewiesen, dass alles sauber abgelaufen sei. Was viele nicht wissen, auch bei ihm sind die Gerichte in den meisten Fällen aus formellen Gründen gar nicht auf die eigentlichen Vorwürfe eingegangen. Also auch hier. Das bedeutet eben nicht, dass es keine Unregelmässigkeiten bei den Wahlen gegeben hat. Das zeigt, wie leicht sich ein Narrativ bilden kann, das so gar nicht stimmt. Item. Ist jetzt also der Mist gekarlet bei der EID-Abstimmung? Nein. Noch gibt es Hoffnung für die Gegner der EID. Wie und warum? Das als nächstes. Dank einem Interview von Dani Stricker mit dem Nicolas Rimoldi, dem Präsident der Bewegung Massvoll, bin ich darauf aufmerksam worden, dass gleich noch nicht ganz alle Beschwerden sind abgeschifft vor dem Bundesgericht. Es sind ja bei der EID diverse Abstimmungsbeschwerden geschrieben worden als Bundesgericht, viele davon juristisch leider mangelhaft, um das diplomatisch auszudrücken. Da sind über 10 davon gescheitert am Bundesgericht. Die beiden von Massvoll, die laufen. Und die sind jetzt die Chance, das Resultat aufzuheben. Wenn die durchkommen, und es sieht gut aus, es sind grosse Sachen passiert, darf ich leider noch nicht kommunizieren, um das Verfahren nicht zu gefährden. Nicolas' Team hat mir freundlicherweise ein Stückchen weit verraten, was die guten News sind. Aber schauen wir zuerst ganz kurz die 2 Beschwerden von Massvoll an. Die erste Beschwerde hat Massvoll schon vor der Abstimmung eingereicht. Massvoll beanstandet, dass Swisscom als bundesnahes Unternehmen den Abstimmungskampf zugunsten der EID beeinflusst hat. Und zwar mit einer Spende von 30'000 Stutz an das Ja-Komitee. Aus der Sicht von Massvoll ist das problematisch, weil ein Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung vom Bund den politischen Willenbildungsprozess nicht einseitig beeinflussen dürfen. Die zweite Beschwerde hat Massvoll nach der Abstimmung eingereicht. Beanstandet wird die Rolle der grossen Medienhäuser im Abstimmungskampf. Konkret nennt Massvoll die TX Group und Ringier. Der Vorwurf ist, dass die EID-Vorlage
außergewöhnlich stark unterstützt haben. Nur ein paar Tage vor der Abstimmung haben die TX Group und Ringier nicht monetäre Zuwendungen im Gegenwert von 85'000 und 78'000 Stutz für Media Space erbracht. Und zwar zugunsten von der Allianz pro EID. Die Medienhäuser haben also Platz und Reichweite in ihren Medien kostenlos zur Verfügung gestellt. Etwas, was sie normalerweise Geld dafür verlangen. Und aufgrund des sehr knappen Wahlresultats hat das einen entscheidenden Einfluss gehabt. Zurück zu den guten News. Exklusiv für Vogunten hat mir das Team von Massvoll das Okay gegeben, dass ich verraten darf, was der Nicolas Rimoldi in seinem Interview mit dem Dani gemeint hat, wo er angetönt hat, dass es gute News gäbe. Nach Angaben von Massvoll haben nämlich das Bundesgericht, die Swisscom, die TX Group und Ringier angewiesen, Stellung zu beziehen zu den Vorwürfen. Was bedeutet jetzt das? Das Einholen von Stellungnahmen wird nicht automatisch angeordnet vom Bundesgericht. Im Gegenteil, wir haben ja vorher gesehen, dass das eine absolute Ausnahme darstellt. Dass das Bundesgericht das jetzt als nächsten Schritt macht, deutet darauf hin, dass die Vorwürfe von Massvoll ernst nehmen. Es bedeutet nicht, dass das Gericht diesen 2 Beschwerden jetzt schon recht gibt. Aber es bedeutet, dass sich das Gericht mit den Vorwürfen auseinandersetzt. Zusammengefasst kann man sagen, der Ausgang ist also dank der Bemühungen von Massvoll weiterhin offen. Aus der Sicht der EID-Gegner ist das natürlich eine hoffnungsvolle Entwicklung. Und zum Schluss, wie gäng, meine ehrliche Einschätzung zum Thema. Für mich bleibt am Schluss weniger die juristische Frage im Vordergrund, sondern eine grundsätzliche Beobachtung. Die EID ist kein Einzelprojekt. Ich bin der Meinung, sie ist Teil einer Entwicklung, die Schritt für Schritt unseren Alltag zentralisiert. Jeder einzelne Schritt wirkt für sich harmlos. Erst im grösseren Zusammenhang erkennt man die Richtung, wo es hergehen soll. Darum lohnt es sich, dass man sich jetzt wehrt, wie das zum Beispiel die Bewegung Massvoll macht. Nicht, dass man dann erst anfängt, wenn es zu spät ist und man schon zu viele Freiheiten verloren hat. Ja, noch. An dieser Stelle nochmal der Stefan Seiler. Das Bundesgericht ist bei solchen Themen, die auf der Agenda 2030 von der UNO stehen, sehr zurückhaltend. Das ist die ID. Europaweit wird sie ausgerollt, nicht nur bei uns. Und auch zu anderen Themen, das sieht man bei den Urteilen zu der Pandemie, zu Pandemiefällen, auch dort beurteilt das Bundesgericht durchwegs ablehnend, weil das eben so eine geopolitische Geschichte ist und alles, was geopolitisch ist, wird einfach durchgedrückt. Man muss sich auch fragen, ob die Abstimmungsresultate nicht wirklich tatsächlich eventuell manipuliert werden auf Bundesebene. Das könnte ja sein. Und darum appelliere ich dazu an Kantone und werde auch entsprechende Vorstöße machen, dass man die Landsgemeinden wieder einführt. Das wären auch ganz schöne Volksfeste. So viel zu dem. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Macht's gut. Bye bye. Eine Landsgemeinde? Ja, das gefällt mir jetzt als Idee. Direkt entscheiden unter einem freien Himmel mit Handzeichen. Das perfekte Gegenmodell zu zentralisierten digitalen Verfahren. Langsam, ein bisschen unperfekt, aber dafür erfrischend transparent und nachvollziehbar. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Merci vielmals an alle, die mich mit einer Spende unterstützen. Es ist eine riesige Motivation für mich. Weil, ihr wisst ja, Vogunten ist zu 100% unabhängig und zuschauerfinanziert. Es erlaubt mir, dass ich mit Vogunten jetzt doch einen Teil von meiner wöchentlichen Bütze fest einplanen kann. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Tschüss.